Hallo und willkommen zu meinem Radioprogramm. Heute will ich sprechen über Deutschland. Falls jemand wusste etwas von Deutschland, sind Sie willkommen zu ansprechen. Jetzt will wir hören ein bisschen deutsche Musik. Und jetzt haben wir Marie in die Studio und sie will von der Hagen kurz erzählen. Ja, danke Sine. Das Hakenkreuz ist der Narzissmus-Logo. Es wurde gebaut als ein religiöses Symbol, als die Nazis übernimmt in 1920. Ja? Und seit das hat es Synonym mit der Narzissmus und Hitlers Nazi-Partei gewesen. Zum Tag werde das Hakenkreuz gebraucht von Nazis in die ganze Welt. Das Hakenkreuz ist unerlaubt in Schweden und Deutschland. Ja, interessant, Marie. Dankeschön. Und jetzt haben wir Annemarie in die Studio und sie will von der deutschen Sprache erzählen. Ja, weil die deutsche Sprache ist auch ein Nationalsymbol. Ja. Die deutsche Sprache ist ein bisschen speziell. Es ist primär in Deutschland, Österreich und Schweiz gesprochen, aber es ist trotzdem eine wichtige Weltsprache. Ja. Viele andere Länder die Sprache auch als Fremdsprache zu unterrichten. Ja, und die deutsche Sprache brauchen auch viele Grammatik. Wie gibt es viel Struktur? Die Grammatik kann sehr schwierig für Ausländer zu lernen und deshalb ist es auch eine schwierige Sprache. Ja, Dankeschön, Annemarie. Wir haben einen Gast in die Studio und das ist Camilla und sie will von Deutschland sprechen. So, Camilla, was sagst du auf Deutschland? Ja, für mich Kalbwurst ist ein Symbol auf Deutschland. Es ist ein bekanntes Gericht in Deutschland und es ist eine Ikone, wenn man es auf Essen bringt. In Deutschland kann man ein Museum finden. Es liegt in Berlin und es heißt Deutsche Kalbwurstmuseum. Und dann haben wir Oktoberfest. Es ist in München und es ist das größte Volksfest in der Welt. Es hat ca. 6 Millionen Menschen besucht und im Jahr 2012 waren es 6,4 Millionen Besucher. Ja. So, ja. Interessant. Große Fest. Ja, interessant. Dankeschön. Und das war Silbermond mit Ich bereue nicht. Und jetzt hat ein Leser inschreiben über die deutschen Nationalsymbole. Und er schreibt: Ich weiß viel über die deutsche Fahne. Die Fahne ist rot, gelb und schwarz. Er hat diese Farben, weil die deutsche Uniformen von der Freiheitstag war, diese Farben. Es symbolisieren auch die Demokratie und Freiheit. Dankeschön, Johannes Heinrichsen. Das war alles für heute. Danke für mich hören. Wiedersehen.